Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Enki mit Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. So, die Hälfte vom Wolkegater haben wir schon hinter uns. Jetzt bleiben nur noch 2 Gebiete aus. Und ich hoffe, die kriegen wir relativ fix hinter uns. Weil, um ehrlich zu sein, möchte ich das Gebiet wirklich sehr schnell hinter mich bringen. Ich habe gerade kein großes Bedürfnis dazu, hier länger als ich muss zu bleiben. So, zack, zack und zack. Gut, ja, wie schon erwähnt, das ist nicht gerade mein Lieblingsgebiet, obwohl es optisch halt schon ganz cool gemacht ist. Aber ja, ne, ist halt so. So, mal gerade mal, können wir die so zerstören? Ne, die kann man anscheinend nur einrennen. Ich meine, so ein großer Energieball macht die Dinger nicht kaputt, aber wenn man dagegen rennt mit dem Schädel, dann gehen sie kaputt. Das ist natürlich eine tolle Logik hier. Aber so ist es halt. So. Wir gucken uns hier nochmal alles an. Die Gegner sollen hier sein. Wäre auch zu schön gewesen, wenn das jetzt schon der Kristallkugel gewesen wäre. Der Kristallkugel vor allem. Natürlich die Kristallkugel. So, warte mal. Eventuell kriegen wir die Hansel nämlich so. Und sehr schön. Macht hier auch der Käfig von dem Ding auf. Natürlich sehr sinnvoll. Offenbar von alle anderen auch. Ja. Das ist halt das. So, machst den Roboter kaputt, öffnet seine Seele hier alles. Ne? Wie im richtigen Leber. Okay, da können wir dann da lang. Warte mal. Warte mal. Ich glaube, das hat Auswirkungen da drauf. Im Wolkegater, was dann da entsteht stattdessen. Dass da die Blöcke dann runter gemacht werden. Ich glaube, so in der Art war das. Jetzt gucken wir doch gerade mal, ob das hier tolle Auswirkungen im Wolkegater hat. Da müssten dann hier die Dinger verschwunden sein. Ja, genau. Kommen wir nämlich so weiter. Autsch. Da kommt jetzt, glaube ich, eine Treppe hier. Genau. Aber das können wir auch so regeln. Hätte ich nicht extra eine Treppe davor gebraucht. Aber nicht, dass es mal abbiegt. Seele erschafft halt Treppe. Ne? Wie im richtigen Leben halt alles. Ja, die Dinger sind auch etwas langsamer. Und in blau. Jetzt haben wir hier den Durchgang außerdem auch noch geschaffen. Oh, 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 oh. Das sieht aber nicht so gut aus. Auf euer Pendant im Schattengarten freue ich mich jetzt schon wie Sau. Okay. So, du auch noch. Weil es so schön war, krieg ich noch einen auf den Weg. Und wir haben alle Gegner hier abgegrast. Und dafür gibt es noch eine Abwehrpower ab. Und hier oben haben wir einen Sphäregater. Sphäreportal natürlich. An das müssen wir zuerst dran, damit wir hier auch noch das niedermachen können, dass wir hier, hier hochflitzen können. Anders geht es nämlich nicht. Das heißt, hier müssen wir dann schon mit Schalter arbeiten. Aber erst einmal müssen wir in das Sphäreportal rein. Dann können wir uns nämlich zum guten Willi wieder transformieren. Und dafür brauche ich jetzt, glaube ich, mein Dunkelkraft. Genau. Dann haben wir das. Dann können wir da ins Portal. Zip. Und können wieder zum Willi werden. Ja. Genau, will ich. Ja, ich will. Witzig. Oh Mann. Ich weiß, was sowas hätte ich eigentlich einen Schlag auf den Hinterkopf verdient. Ich gebe mal gedanklich. So, dann speichern wir natürlich hier auch. Und führen unsere Reise selbstverständlich auch weiter fort. Gut. Als Willi können wir jetzt die Statue kaputt hauen. Und dann müssen wir nur noch das hier ändern. Zack, zack. Machen wir hier den Psycho-Dad. Und... oh, Moment. Ich war nicht ganz aufgeladen. Huah. Gut, dann müssen wir da nämlich rein. Müssen noch ein bisschen Schalter drücken. Und dann kommen wir auch ganz durch. Haben wir hier noch Gegner? Tatsächlich 6 Stück warten auf uns. Ja, dich lassen wir mal durch.
Okay. Der ist hier hochgewurschtelt. Uah. Der sieht aber nicht so gut aus. Da ist nix an Gegner, du auch nicht. Aua. Autsch. Volle Wummerei gerannt für nix und wieder nix. Okay. Dann... Ey, ihr blöde Kugelraupe. Uah. Fahrt mit mir. Oh ja, genau. Wie gesagt, auf das Pendant habe ich mich schon sehr gefreut. Nett. Ja. Ist etwas schwierig, aber deine Jungs hier durchzukommen, die sind halt schon recht stark. Das muss man nicht lassen. Ja, das war wenigstens zweimal erwischt. Zweimal nochmal so. Und dich haben wir auch noch erwischt. Gut, 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 gut. Jetzt ist es nur noch ein Gegner sogar. Dich brauche ich, um dich auf den Schalter zu stellen. So. Passt doch soweit. Komm mal her. Dann müssen wir die später nicht extra nochmal von weit her holen. Und jetzt kümmern wir uns um dich noch, du Robot Chicken. Als die Platte betritt, ertönt ein seltsamer Laut. Und wir kriegen nochmal Stärke Upgrade. Auf die freue ich mich irgendwie immer am meisten. Gut. So, genau das habe ich gebraucht. Jetzt muss ich nur wieder hier, wo ich eigentlich hin muss. So, wo ist denn hier nochmal die Sprungplatte? Hier. Hier war sie, glaube ich. Von der Sprungplatte aus komme ich wieder noch rauf. Genau, dann muss ich jetzt die Dinger kaputt schlagen und kann in M gnadenlose Run bis zur Truhe hochflitze. Habe ich nämlich genug Alaf genommen. Also, renn, 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 renn. Sehr gut. Kristallkugel gefunden. Papapapapam. Denken Sie mal drüber nach. Gut, das sieht doch soweit ganz ordentlich aus. Dann können wir jetzt nämlich in Friede abziehen. Und müssen uns nur noch um das letzte Gebiet kümmern. So, warte mal. Genau, sehr schön. Alles klar. Du nimm mal hier den und fügen den schon mal ein. Das heißt, 3 Platte sind schon mal gemacht. Fehlt nur noch Annie. Wer hätte es gedacht? Dann laden wir aber auf jeden Fall nochmal unsere Lebensenergie hoch und speichern bei der Gelegenheit auch nochmal. Wir liegen relativ gut in der Zeit mit 8 Minuten. Und ich denke, das sollten wir heute eigentlich noch hinkriegen. So, da. Ab ins letzte Gebiet. Und wie viel erwarten mich dann hier? 15 insgesamt auf der Ebene. Hier soll es recht sein. Wir haben hier immerhin noch den Schattengarten vor uns. Oh, reicht gerade so. Ja, das Gebiet wird natürlich immer netter. Kann man sich ja vorstellen. Ah, mit 2 Moräne kann ich die Viecher plattwalzen. Hat genau gereicht und für dich hat es auch noch irgendwie gelangt. So, uppala, noch schier in den Hansel hier reingestürmt. Autsch, das war nicht so gut. Ah, Moment. Ach, wenn es nur Enna bringt an Kristall, die möchte ich trotzdem nicht einfach so rumliegen lassen. Jetzt müssen wir zwangsmäßig hier sowieso runter. Wie viel erwarten uns hier? 16er. Sollte alles machbar sein für uns. Hoffe ich doch. Sehr stark, irgendwie. Herr Stuff. Blödes Ding hier. Da brauchen wir der freie Daniel wieder dafür, sonst haben wir nicht die Reichweite, die wir brauchen. Okay. Uah, vorsichtig. Oh. Ja, ne? Das ist halt das. Ach ja, Motor. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal über die Schanzerei. Nein. So, genau, da wollte ich nämlich auch nochmal hier. Hier haben wir jetzt nur noch 8 Gegner vor uns.
Da habe ich nämlich einen Bereich nicht geklärt. Hätte ich ganz gerne mal gesäubert, das Gebiet. Ich weiß, wir kommen wahrscheinlich mit dem freien Daniel nochmal durch, aber trotzdem möchte ich hier schon mal Vorarbeit leisten. Da kommen wir auch noch wo raus. Ja, da können wir uns nie wirklich so bevor verstecken. 7 Gegner sind es noch. Nachdem nur noch 6er. Ja, wie es aussieht, bringt uns das hier kein Kristall, wo wir hier runterspringen könnten. Kristall. Seele, die uns so den Weg öffnet. Wir könnten aber mal hier reingucken. Kommen dann hier raus. Für 8 Gegner nur noch insgesamt. Im Wolkegater. Ja, die sind noch relativ leicht auszuweichen. Dann nur noch du. Und an dich komme ich derzeit nicht wirklich dran. Ja, Das ist ja alles schön und gut, aber na, bringt uns derzeit nicht allzu viel. Das ist dann eher für den Rückweg gedacht hier. Also wieder weiter. Da kommen wir noch nicht hier. Da können wir auch noch nichts verwenden. Dafür brauchen wir den freien Daniel. So viel ist klar. Ja, da muss ich immer durchrennen. Das sah eigentlich eher aus, als wäre das erhöht und wo wir herkommen sei niedriger, aber ich beschwere mich jetzt mal nicht. Gut, wir müssen da rum. Zack, zack. Und landen dann wieder, wo wir rauskommen sind. Ja, großartig gemacht mal wieder von mir. Allerhaupt. So. Dann sind wir wieder dort, genau. Das bringt uns allerdings hier einen Scheißdreck, wie es aussieht. Der muss wieder Not kommen, damit ich nach Jo fertig machen kann. Meine Hohlkopf. Gut, Seele hat er uns trotzdem nicht gebraucht, dass wir hier aufmachen könnten. Zusätzliche Marke Sphäre-Portal. Das ist etwas doof. Das ist wirklich etwas doof. Das heißt, wir brauchen den Freedan. Ohne den geht gerade gar nichts. Und den kriegen wir erst wieder in einem anderen Gebiet. Gehen wir halt wieder durch rein. Komme ich dann hier an das Sphäre-Portal dran, wo ich mich in Freedan verwandeln kann? Ich glaube, hier war gar keins, oder? Genau, das mega hasse ich, das Gebiet so. Oh, Mann. Ätzend. Ich glaube, hier war gar keins. Könnte aber natürlich sein, dass ich mich mal wieder irre. Aber im zweiten Gebiet war, glaube ich, ziemlich sicher eins. Hier. Nee, Moment. Moment, ich bin als Will in das Gebiet, dann bin ich hier rein. Ja doch, hier müsste eins sein, irgendwo. Hier bin ich nämlich als Will ursprünglich rein und als Freedan wieder rauskomme. So war das. So, beim letzten Mal habe ich... in dem anderen Gebiet war wahrscheinlich Arens. Aber da bin ich nicht entlang... Wegen... Oh Gott, weswegen bin ich denn da nicht mehr? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Yes, das allein, ist das schlimm. Dabei ist es doch erst für mich wenige Augenblicke her. Ich meine, ich mache das ja alles in einer Spielsitzung hier. War das dann hier? Sphäre-Portal, genau. Okay. Gut, weil ohne Freedan geht's gerade nicht. Ich will mich nicht verwandeln und ich will vor allem auch wieder meine Lebensenergie aufpumpen. Weil ohne dem seine Fähigkeit komme ich nämlich weiter gerade. Dankeschön. Speichern mag ich gerade noch nicht. Den Luxus können wir uns erst erlauben, wenn wir durch sind. Weil wir müssen mit Freedan durchkommen. Dann sind wir nämlich durch das Gebiet nicht nur durch, sondern haben auch die erhöhte Angriffskraft gegen den Endboss vom Wolkegater. So. Okay. Ja, das ist halt immer schlimm, wenn man dann auf die entsprechende Kräfte nur als die Person zurückgreifen kann und nicht einen Hauptcharakter hat, der alles kann. Sondern wenn man auf, sagen wir mal, mehrere spielbare Charaktere angewiesen ist, die man allerdings immer nur wechseln kann. Deswegen fällt es etwas kritisch aus hier mit der Koordination. Dann ist es bei mir als Achmol so.
Dass ich dann einfach nie weiter weiß. Und mich dann wieder sammeln muss, wo ich mich zurückverwandeln kann. Ja. Ist halt manchmal etwas tricky. So, dann war das so, dass ich hier das Ding fertig machen muss. Ja, genau. Komm mal her, du. Gut, da ist der nämlich bewegbar für mich. Und den kann ich hierher holen. Das kann ich glücklicherweise... Ach, mit Freedan, da brauche ich nicht extra Will dazu. So, ach, Mann. Also wenigstens so ein paar Grundvoraussetzungen sind in alle Charaktere enthalten, die man doch spielen kann. Boah, gerade so ausgewichen noch. Okay. Hier sind noch welche. Nur noch 3. Okay. Dann machen wir die 3 erstmal platt. Ja. Du noch. Und komm her. Ja, was bringst du uns jetzt für tolle Sache? Würde mal sagen, wir bringen dich erstmal hierher. Wer weiß, wofür wir dich dann später noch verwenden können. Du bist dann der letzte Gegner hier, ne? Genau. Lebensenergie. Perfekt. Jetzt ist die obere Leiste ganz ausgefüllt. Da können wir anscheinend so 2 Sachen hier. Und von da ist dort hier, wo der Roboter gestanden hat, ne? Genau. Okay. Jetzt müssen wir uns nur entscheiden, over oder ohne. Ich glaube, ich wähle erst einmal over. Okay. Da kriegen wir Heilkräuter dafür. Aller hopp. Weil ohne ist, glaube ich, nämlich die Kristallkugel. Da müsste das relativ gut passen. Wie viel haben wir dann hier noch? Da oben sind noch 4 Gegner. Die will ich selbstverständlich auch noch platt machen. Wenn es möglich ist. Warte mal. Halte mal eine Gaul A. Da kommen wir auf jeden Fall noch irgendwie hier, hoffe ich doch. Ja, genau. Das sind welche. Die habe ich anscheinend mit dem Will übersehen. Da bin ich wohl nicht lang marschiert. Blödes Ding. Entscheide ich doch mal, was hier wird. Jetzt sind es nur noch 2. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht fortgemüsst für andere Sphäre-Portal. Hier haben wir schon eins. Ich habe es gerade auf der Karte gesehen. Hier müsste irgendwo eins sein. Ja, da ist wieder dieser Schreien der Explosion, was ich ziemlich geil gemacht finde. So, ja. Hier haben wir tatsächlich noch ein Sphäre-Portal. Und nicht heute rennen hier durch die Gegend. Aber ist schon mal ganz lustig. So kann ich mich definitiv dran gewöhnen. Denn in spätere Levels, in spätere Dungeons wird es sehr häufig der Fall sein, dass wir uns noch Sphäre-Portale dringend umgucken müssen, die nicht zufällig auf dem Weg liegen. Wo wir dann immer mal wieder unser Gestalter erinnern müssen. So. Das war's dann mit denne hier. Jetzt kannst du mich mal rauslassen, ohne dass ich ständig hier verkloppt werde. Das ist ja nämlich feierlich. So, dann nochmal hier. Habe ich hier alle Gegner? Ja. Okay, wir haben alle Gegner erledigt. Im Schattengarten und im Wolkengarten. Den machen wir jetzt auch noch platt. Und dich holen wir her. Und dann müsste doch die Kristallkugel sein. Aller hopp. Gut. Gewitter erleid. Dann ist es ideal wieder für die 20 Minuten, dass ich hier rumgekaspert habe die ganze Zeit. Denn dann können wir uns übermorgen im nächsten Teil auf jeden Fall schon um den Endboss hier kümmern. So, da muss ich jetzt wieder ganz hoch dafür. War das hier schon? Wir werden es gleich rausfinden. Nee. Das bringt uns nicht weiter, da müssen wir wirklich ganz noch over. Wo wir wieder zur kleinen Sprungschanze und dann zur Sprungplatte können. Siehst wieder, dass sich durch die Biester hier prügeln. Genau, dann können wir auch nochmal
Wenn wir wieder im Hauptgebiet sind, können wir auf jeden Fall uns nochmal aufladen. Das muss auf jeden Fall sein. Genau, jetzt sind wir wieder raus. Du freier Daniel, du kannst mal so frei sein. Und Ausrüster können wir das. Und die Kristallkugel kannst du reinmachen. Du kannst mal so frei sein, du Daniel. Jetzt ist der Weg offen. Gut. Jetzt gilt es eigentlich nur noch zu speichern. Und wir sehen uns dann eigentlich... Mehr kann ich nämlich sagen, als wir sehen uns übermorgen wieder. Zu Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Wo wir uns dann dem Endboss hier stellen werden. Der ist wiederum ziemlich cool gemacht. Also machen's gut und bis übermorgen danach wieder. Ian Yankee.